Talk it like Loose D. One Der check, beste Teil vom one Ganzen. check. Grüezi miteinander. Hello. Wir sind da. Heute gehen wir auf Laufweg. Auf Bruck. One auf check. Togo. Two check. Fashion Week. Laufen. Es ist wieder Zeit. Was heisst, wenn es wieder Zeit ist? LUZ-Y. Time. It's time. Heute gibt es einen stimmlichen Randy. Fashion-Talk. Ich will heute noch ein bisschen tanzen, bevor ich da wieder abnehme. Yeah. Es kommen Moves. Gib mir Es mehr. kommen Moves. Wir gehen dann hoch. Gib mir on, Yes, gib mir on, baby. yeah. Aha. Der Loser kann nicht von Poker, kann nicht von FIFA. Ja, der Will letztes Mal gewonnen. Woo! Also, hey, Wow. bevor wir ganz anfangen, Ja. ich habe das erste Mal richtig Angst. Wir haben eine von Bruck da, Ja, eine Dame von Bruck. 5200. Von 5-2-0. Hoppa. Das ist ganz gefährlich, ja. Nein, hey, Sie ist schon am Anfang mit so einer Ase gekommen. Ey, komm, Ja, bei euch kann ich sagen. Ihr seid die Krassen. Nein, mein Schwager kommt von Bruck. Liebe Grüße an Bruck, ey, ganz Bruck. Liri, Hey, bevor wir das ganz vergessen. Wir sind wieder einmal mehr da. Wir können uns eigentlich selber nie vorstellen. Zu meiner Linken ist der bezaubernde Luz Palokai. A.k.a. yeah. Meine Wenigkeit, ich bin der Randy, grüezi Hello, miteinander. hello. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben eine junge Dame da. Mit Yes. einer unglaublich spannenden Story. Mit, Absolut. wo uns von Anfang an eingeschüchtert hat. Wegen Bruck. Herzlich willkommen, Manuela Frey. Hallo. Danke vielmals. Danke, Boys. Schön bist du da. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe gemeint, ich darf nicht lachen. Aber ich kann schon so lachen, als wir angefangen haben zu singen. Also, voll unerwartet, aber nein, schön da zu sein. Vor allem, ich habe irgendein Video von dir gesehen, wo du so gefragt wirst, ja, was hassest du? Was sind Sachen, die du nicht gerne hast? Und nachher du so, ich hasse Unpünktlichkeit. Ja. Ey, und nachher, ich komme 16:59. Ah, was? Wir haben 5 Uhr abgemacht, oder? Ja. 16:59 Leute zu mir an und ich so, oh mein Gott. Ich noch nicht da, der Luz, keine Ahnung, wo der ist. Bis jetzt jedes Mal über 5 zu spät. Ich so, mein Gott, wie soll das schon starten? Nein, alles gut. Ich, nein, wenn ich mal zu spät bin, 15 Minuten, dann sage ich es lieber, weil halt vom Modelleben. Das Ja, heißt, die Leute schon, das mache ich zum Beispiel nicht. Ja, safe. das ist so mein Markenzeichen in Amerika, oder? Weil dort sind alle so easy, ich komme eine halbe Stunde später an Jobs und ich bin wirklich immer punktpünktlich gewesen, wie ein Schweizer Uhr. Schweizer Pünktlichkeit. Ja, Ja. das ist immer mit. Aber das macht es aus. Oft, Ja. ja. Ja, safe. Wir Ich haben da schon probiere einen Moment gehabt, wir haben über den abgemacht für den Podcast. Er nicht da, ich nicht da und der Gast ist schon da gewesen. Scheiße. Und nachher Oh je. läutet der immer, er läutet mir, ey, schau irgendwie da schnell, bist du schneller kommen? Ich kann nicht schneller Das kommen. ist ja schon beim Arber, beim EAZ ist das schon passiert. Ja, das ist Beim schon... zweiten Beim Podcast. zweiten Podcast. Beim zweiten, Ja, oh. aber ja. Das ist der 20. Jetzt der 20. Jetzt. Gratuliere. Ja, voll, ey. Boah. Gell, das müssen wir- 20. Podcast. Also der ist heute rausgekommen, die Episode mit dir ist nicht der 20. Die ist irgendwie 21. Forever Ja, 21, voll. oder? Irgend so etwas, 2, 3, 24. Heute, ja. Ist unsere 20. Folge rausgekommen. Ich habe vorhin gesagt, gehen wir auf Luzern nackt gut tanzen oder so. irgendwie. Nein, komm, machen wir nur schnell 5 Sekunden wieder. Die 20. Folge, Yes, Ladies and Gentlemen! Das müssen wir feiern! Alle Hände auf, die das jetzt am Schauen Hinter sind! sein Auto, rückwärts parkieren, seitwärts, perfekt. Holt euch etwas zum Knabbern. Ich habe auch Freude gehabt, ich schwöre. Ich sehe, Das ist wirklich geil, kurz abchecken. aufgeladen haben, 19. 20. Ey, aber weißt du, um was geht es eigentlich nicht heute? Nur um uns. Ja, voll, das ist so. Hey, Das geht nie eigentlich. Es voll. geht immer um den Geld. Voll nicht. Überhaupt nicht. 50% schon. Weißt du, Niemand lässt uns zu. weißt du, was nicht mich wundert? Ab wann ist man überhaupt das Model? Ab wann hast du selber gesagt, okay, gut, ich kann ernst nehmen, sagen, ey, ich bin ein Model. Du hast dich Hey, identifiziert mit dem Model. ich habe, seit ich 7 war, auch wenn ich Model sein. Ich meine, das ist früher so, wie ein Polizist, das war ein Traumjob, Model zu sein. Ja. Außer heutzutage ist Influencer oder Podcaster wie ihr. Nein, und dann habe ich mich halt beworben am Elite Model Look 2012 und habe den gewonnen. Mega Glück gehabt. Mein Look war gerade gefragt und ja. Weißt du, Wie alt was bist bist du? du 16? Ich bin 15 gewesen. 15? Ah, okay. Ja. Gibt es das noch? Das gibt es noch. Es ist leider nicht mehr so gross, weil die ganze Modelwelt hat sich auch mega verändert. Du hast einfach alles abgerissen. Du Ich bist habe da alles, alles ich habe alles abgerissen. abgerissen. Bam, bam. Und jetzt läuft es nicht mehr so wie es sollte.
Nein, und es war eine super Erfahrung. Ich habe in New York gelebt, fast 9 Jahre und bin dann 2020 wieder zurückgekommen. Also erzähl mal von dieser Zeit. Jetzt nachher richtig starten, wo du das gewonnen hast. Ja. Und nachher bist du noch nach New York gegangen, oder wie? Ja, also ich habe den in der Schweiz gewonnen, den Elite Model Look Contest. Und bin dann nach Shanghai ins Weltfinale. Bin Dritte geworden. Es hat, Mit 15? Also warte, der Elite-Look? Ja. Oder wie heisst es? Elite Model Look, ja. Der Elite-Model-Look. Du hast den Elite Look. Nice! Elite Model Look, ja. Ja. Mhm. Bro, wird nicht rot, wenn der Rapper ein Kompliment gibt, man. Ja, gell? Ja. Gerade ein bisschen Absolut. verlegen. Absolut. Wie so ein Schlägertyp früher vor dem Elite, vor dem Jay. Das war nur schweizweit, oder war das, wo du gewonnen hast? Elite Model Look in der Schweiz, ja, schweizweit. Und nachher Weltfinale war mit allen 80 Gewinnerinnen von jedem Land in Shanghai. Und es war riesig, vor 10'000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Halle in Shanghai. Und ich als 15-Jährige Ja, so... Mit 15 bist du auch da, ist gerade nachher gewesen. Ja, und ich habe gedacht, wenn ich den Elite Model Look in der Schweiz gewinne, bin ich ein Topmodel. Und ich bekomme jetzt Millionen und muss nicht mehr arbeiten und nur ein bisschen lächeln in die Kamera. Also weißt du, so, wie man sich eigentlich ein Modelleben vorstellt. Also ich glaube immer noch ist so. Immer noch, ja, aber oh mein Gott. Ja, ist dann leider nicht so gewesen. Aber ich bin mega dankbar. Und durch den Elite Model Look Contest bin ich dann nach New York direkt nach Shanghai geflogen. Also 3 Wochen nachher. Hast du dort eine Nachfrage bekommen? Ja, es sind alle Scouts von der ganzen Modelwelt dort hingekommen und haben das zugeschaut und uns beobachtet und so Fangfragen gestellt und so Fake-Interviews. Wir haben auch so nicht Podcasts, aber so Interviews müssen machen, die gar nicht ausgestrahlt wurden, aber sie haben das beobachtet, wie wir Antworten geben, ob wir auch etwas im Kopf haben, nicht nur einfach gut aussehen. Wirklich? Okay. Ja, ja. Und, Das ist auf Englisch? Auf Englisch? Oh mein Gott, es hat noch ein Video, das muss ich euch schicken. Es ist so schlimm. Und ich meine, auch heutzutage, ich rede zwar gut Englisch, aber ich habe noch so einen Schweizer Akzent. Aber damals habe ich wirklich so gesagt, «Hello, my name is Manuela Frey.» Es war so schlimm, wenn ich es jetzt noch anschaue, mich fremdschämen. Aber ja, nein, dann bin ich nach New York, habe dort recht Glück gehabt, alles abgeräumt. 2014 den Rekord gemacht in allen Fashion Shows, Fashion Weeks, haben 72 Shows gemacht in einem Monat. Und normaler, Ein Monat? es war im Fall insane gewesen. Ja, also da bist du nur noch auf an Fashion Shows, an Fittings. Fittings sind nicht Fistings, Fittings. Ja, das verstehen viele falsch. Fitting ist Kleiderabruf. Castings, du bist nur noch am Rumrennen und hast gar keine Zeit zum Essen, nichts. Wie alt bist du, wo du jetzt nach New York gegangen bist? Da bin ich gerade 16 geworden und habe ein Kindervisum bekommen. Kindervisum? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, weil du hast Noch nicht... nicht 18? Ja, genau, du darfst nicht unter 18 eigentlich dort arbeiten. Du Und hast keine Green Card über, oder? Dann Green Card, ja, das habe ich gar nicht Aber angenommen, wie hast wegen du Geld- Doppelsteuerung. Wie hast du das Geld bekommen? Ich habe Geld bekommen, weil ich das Kindervisum bekommen habe. Und dann habe ich ein Social Security Number bekommen. Das ist so wie eine Steuernummer Aha, von in denen. Amerika. Und das damals noch erlaubt war, junge Models, ist es gegangen. Heutzutage darfst du gar nicht nach New York unter 18, wenn du nicht Amerikanerin bist. Wow. Geh arbeiten. Geh arbeiten, ja. Aber bist du da allein gegangen oder wie mit 16? Ja, ja, also meine Mama wollte mitkommen und ich bin nicht, ich weiß nicht, ich bin immer ein bisschen anders gewesen. Ich habe so mit 15 gesagt, ich fühle mich wie 40. Meine Mama so, so what? Was läuft mit denen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will allein gehen. Ich habe noch einen kleinen Bruder, der eben deine Kollegen hier kennt von Bruck. Ah ja, von Bruck. Und, Bruck, Bruck. und dann habe ich gesagt, bleib bei ihm und ich gehe allein. Und sie so, nein, das kannst du nicht mehr machen. Und ich so, normal. 16. Wenn ich einfach mit 16 allein über... Keine Keine Angst, nicht. No, Du denkst, wenn du in Bruck schaffst, schaffst du es So. auch Hey, in ich New habe York. gedacht, Brook ist wie Brooklyn. Ja. Also Und, nein, Brooklyn ist schon krass. Nein, das habe ich selbst. Nein, aber ja, ich habe gedacht, ich bin tough. Also hast du auch von Anfang an auch... Hast du daran gezweifelt? Oder hast du von Anfang an gewusst, Nein. das ist der Weg, ich ziehe das durch? Das war mein Traum gewesen und ich habe es einfach unbedingt wollen. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal schauen. Ich habe eigentlich mit der Kanti angefangen, also das ist glaube ich Gymnasium. Kanti, da. ja. Auf jeden Fall weiss ich noch, hatte ich einen Lehrer gehabt, der hat Herr Stein, also Mr. Stone geheißen, ist ein Englischlehrer gewesen. Und der hat mich abgöttisch geliebt. Alle anderen Lehrer haben so gesagt, ich hoffe, sie kommen nächstes Jahr wieder zurück. Dann hat er zu mir gesagt, Frau Frey, also für Sie, also für mich wünsche ich, dass Sie wieder zurückkommen im Jahr. Aber für Sie wünsche ich Ihnen, dass Sie nie mehr die Schule mit zurückkommen. Geil ist es. Geil, So ein geiles ich wirklich. Manifestieren. Ja, Ja, nein, voll. und ich habe ihn mega cool gefunden und
Ja, und dann haben wir nachher noch so, weißt, mit den Postcard Creators und Postcard von New York geschickt. Hat mega Freude gehabt. Ja. Mega Geil. nice. Ja. Geiler Move. Wie bist du denn zu diesen Auftrag gekommen? Also hast du nachher dort einen Scout gehabt oder wie? Ja, also schau, ihr müsst euch vorstellen, jedes Model hat eine Mutteragentur. Mutteragentur ist die erste Agentur, eigentlich, wo du in Kontakt kommst. Und die Mutteragentur, egal in welchem Land sie ist, aber bei mir war sie in der Schweiz, die tut dich dann mit anderen Agenturen in jedem Land platzieren. Aber die Mutteragentur hat von jedem Job, den du hast, egal ob sie es gebucht hat oder nicht, 10%. Bei jedem. Mhm. Und die Mutteragentur, das war die Option bei mir, von der Schweiz, die hat mich dann mit Elite New York da, Elite Milano, Elite Paris und dann habe ich dort Castings gemacht und alle Kunden getroffen. Und ja, und so ist dann, mein Look ist einfach gerade gefragt gewesen. Also damals hat's ja noch nicht, ist ja noch nicht so divers gewesen, die ganze Modelbranche. Mhm. Da bist du einfach 1,80 groß sein, 90, 60, 90. Wenn du dünner bist, umso besser. Und dann, und mein Look ist dort auch gerade perfekt gewesen. Heutzutage hat sich geändert, oder? Auch Plus Size und Transgender, wie wir vorher besprochen haben. Was ja auch super ist. Ich meine, das LGBTQ. öffnet, ja genau. Wow, du kannst es gut sagen. Ich habe immer Mühe mit den Buchstaben. Aber ja, voll. Und das hat mir mega gefallen und ich habe auch super geschafft, weißt du? Und mit den Connections und all das Zeug. Was hast du für Connections gemacht, wo kannst du erzählen? Boah, das ist... Also, ihr habt ja vorher gesagt, ich habe dich ja nochmal gefragt, wie dein Name ist. Und ich habe gesagt, sorry, ich habe das alles nicht gegoogelt und angeschaut. Und Alles gut. es ist im Wie Fall. verzeiht dir? Ich weiß, schon lange verzeiht. Aber ihr wahrscheinlich auch nicht. So, wer ist das? Das Model? Warte, 5 Minuten vorher schnell fragen, ob wann kommt sie? Leute mir voran. Nein, sag Ja. Easy, alles gut, ich kenne euch langsam. 10 Minuten später kenne ich euch. Nein, auf jeden Fall bin ich im Lift gsi, nach dem Y3 Casting von Adidas. Ja, erzähl, sorry. Und dann bin ich so mit einem mega charmanten Mann im Lift. Und ich habe ihn so gefragt, hey, Entschuldigung, weißt du, wieso es so viele Paparazzis da draussen hat? Und er so, keine Ahnung. Dann mache ich die Tür auf und er so, Kanye! Nein. Und ich war mit dem Kanye West im Lift. Du hast den Kanye Ich habe ihn nicht erkannt. Darum, wenn ich dich nicht erkenne, dann nimm es als Kompliment. Ich habe den Kanye nicht erkannt. Gut, er läuft ja manchmal auch wie ein Hong Kong, weißt du? Ja, gut, auch Okay. die ganze Maske siehst du, aber ich denke, dass er die ganze Maske da Nein, im Kopf überhaupt hat. nicht. Aber ich kann mir auch voll vorstellen, wie er sich gibt, dass er so antwortet. Weißt du, Ja, weißt voll. doch nicht. Du weißt doch nicht, aber keine es war Ahnung. mega lieb, weißt du? Und so, das war sein Casting. Und dann ist auch, also es ist immer in der Lift passiert, komisch irgendwie. Mit der Naomi Campbell im Lift gsi. Und sie hat eine Perücke angehabt. Natürlich habe ich sie nicht erkannt. Und dann habe ich so gesagt, are you also going to the fashion show backstage? Und sie so, yeah. Und ich so, is it on the 5th floor? Und sie so, no. Well, yes, you are on the 5th floor, but me, I'm on the 6th floor. Und ich so, so if you're on the 6th floor, I am also on the 6th floor. Weißt du, ich habe sie so voll, weißt du, du bist das gleiche Model. Ja. Und dann ihre Managerin so, don't you know who she is? Und ich so, no. Und sie so, it's Naomi Campbell, you should know that, you're a model. Und ich so, oh, wow, you have long hair. Ja, voll. Geil. Und dann ist sie dann im 6. Also ich bin im 5. raus und sie ist dann im 6. Okay. Sie gleich- hat sie gleich Private Räumchen gegangen. Ja. Hast du so Fangirl-Moments gehabt? Dass ich Fan bin von jemandem. Ja, weißt du, dass du jemanden getroffen hast und nachher gemerkt hast, krass, ich treffe Die könnte niemand. Ja, eben, genau. Habe ich gerade sagen. Ich so, also meistens, es ist wirklich lustig. New York ist ja eine sehr kleine Stadt eigentlich Es auch. läuft ja Also, alles in Manhattan ab, oder? Ja. alles. Und Manhattan ist ein Dörfli. Du kennst, also jeder kennt jeden von der Industrie. Habe Und ich auch schon gehört, ja. ja, also es ist eigentlich noch kleiner als Bruck. Sorry, Joe. Bruck Nein. ist viel erwähnt. Und ich mache Werbung für Brucktourismus. Nein, und dann bin ich auch an einem Tisch gewesen, und dann kommt Paris Hilton rein, Carly Kloss, Tony Garn und dann habe ich auch, oder Leo DiCaprio ist auch immer mit uns abgehängt und den Leo habe ich natürlich gekannt und dort habe ich schon ein bisschen gefangirlt, nur ist Ja. dort auch etwas ganz Peinliches passiert. Mein Gotti ist mich in Amerika besuchen und wir hocken so und der Leo hockt hinter ihr und ich so, Gotti, einfach, dass du dich jetzt nicht gerade umdrehst.
der Leo DiCaprio hockt hinter dir. Aber schau jetzt bitte nicht. Und sie so, der von Titanic! Und schaut hinterher und er schaut mich an und ich so, Er ist ja noch halb Deutsch. Was ist er? ich weiß Nein, nicht. Ein Viertel Deutsch noch. Etwas. Ja. Da könnte original meine Mutter auch sein. Ja, Da könnte original meine Mutter auch so reagieren. Oh Legende. mein Gott, es war so peinlich gewesen. Vor allem, ich sag's ihr gerade, aber es ist mega eine Liebe. Ja. Ich habe es ihr verzeiht. Und dann 9 Jahre dort, was Ja, hast du fast. denn? Wieso bist du wieder zurückgekommen? Oder hast du deine Millionen gemacht in diesen 9 Ja, Jahren? ich habe gedacht, hey, ich habe genug Geld. Jetzt komme ich in die Schweiz, ein Jetzt kaufst du- Podcast machen, gratis. Jetzt kaufst du in der Schweiz. Podcast, ja. Nein, Dann musst du mal schnell untermalen, gratis. gratis. Nein, Spaß. Nein. Nein, also es ist so. Ich habe New York geliebt. Zum Arbeiten super. Aber es ist eine sehr oberflächliche Stadt. Also klar, die Menschheit ist ein bisschen oberflächlich oder sagen wir das Business, wo wir drin sind. Aber ich habe mich immer gefragt, hey, ich liebe die Schweiz so und meine Familie ist da. Ich kann mir nicht vorstellen, in New York mal eine Familie zu gründen, ein Kind haben. Also die musst du sie ja anbinden. Ich meine, die Straße, das ist ja crazy. Und dann ist Covid gekommen. Dann wollte ich eigentlich drinnen bleiben, weil alle Models sind nach Europa. Und ich habe natürlich schon wieder weitergedacht und gedacht, wenn sie wieder aufmachen, also dass wieder alles normal läuft, wäre ich die Erste, die in New York ist. Und dann habe ich gedacht, da kann ich alle Jobs abräumen, weil kein Model in Town ist. Nur nach 5 Wochen allein im 36. Stock oben in einer Wohnung. Wunderschöne Wohnung hatte ich. Aber ich bin, weißt du, wie so eine Blume, die kein Wasser bekommt. Ich bin so verwelkt. Ich habe nicht mehr gewusst, was machen nach 4 Wochen. Nur noch am FaceTime gehockt, nicht können raus. Ich meine, es war alles zu. Du konntest nur raus, mal einkaufen, aber auch nicht 2-3 Mal am Tag. Darum haben sich viele Haustiere zugetan, damit sie rauslaufen können. Aber mit dem ist der Elfe. Ja, mit dem ist der. Krass, ich hätte mir gerade einen Lego angeholt. Ja, ich darf hätte gerade nicht 5 hingehalten. So ein paar, die erzählt haben, dass wegen Covid Ein sie Hund. eine grosse Änderung müssen machen. Wie die Nadine jetzt heißt. Vincent. Ja, voll. Ja. Die hat das auch erzählt, dass sie mit Covid zurück... Ja, bei Covid ist sie wieder retourgekommen. Ich hoffe, du sagst mir dann nicht mal beim nächsten Podcast, wie die Manuela. Nein. Wie heißt die Manuela da? Das ist jetzt schlecht. Ja. Das ist der dezente Diss von hinten führen. Ja, klar. Weißt du, der Vorteil ist, ich kann das rausschneiden. Weißt du, was ist das Schlimme? Du bist zu faul, um uns zu schneiden. Weißt du, was ist das Schlimmste mit dem Podcast? Nein. Dass wenn ich irgendetwas sage, ich schneide es selber nicht raus. Ja. Wenn ich irgendeinen Kack erzähle, dann lass es einfach rein. Ja, klar. Nein, ich kann Da hast du mir einmal gut geholfen. Mit dem Arber hast du mir gut geholfen. Das muss man schon nochmal so sagen. Aber du machst nichts. Und jetzt, seit du wieder in der Schweiz bist, Ja. Die Schweiz, was machst du? Hey. Immer das Gleiche, oder? anders. Durch Covid hat sich das ganze Business noch mehr geändert mit dem Social Media. Also Social Media ist erst wichtig geworden etwa 2016. Ich bin seit 2013 in New York. Also die ersten 3 Jahre hast du eine normale Modelmappe gehabt und bist an Castings, hast deine High Heels mitgenommen, eine Setcard, so wie ein Visitenkärtchen. Und seit 2016 ist nur noch Instagram. Bei jedem Casting steht what's your name, how many followers do you have, Ohne Scheiß. Das ist extrem wichtig. who are you dating? Are you dating a celebrity? Weißt du, so questions. What are your talents? Also Talents finde ich noch cool. Das ist ein bisschen persönlicher als früher. Früher hast du einfach mit einem Model sein und Klappen halten. Ja. Aber ja, und dann bin ich eben zurückgekommen und dann ist das, die ganze Modelindustrie hat während Covid gar nicht können shooten. Das heisst, sie haben die Kleider der Models heimgeschickt und sie haben selber können Content kreieren und sind bezahlt worden für das. ja. Heisst, wir sind auch Influencer halt so. Models sind ein bisschen mehr ins Influencer reingerutscht. Und dann, da ich halt, ich habe 2018, vielleicht habt ihr es gehört, aber ihr habt es sicher nicht geschaut, so eine TV-Show gehabt, Switzerland's Next Topmodel. Und dann haben wir das Kennen wir, nächste ja. Topmodel. Absolut Ihr immer kennt geschaut. Germany's, ja, voll, immer Nein, geschaut. Weißt du, mit dem dunklen Glatzkopf in der Jury gewesen? Mit den Papis. Ja. gesehen? Also, ist jetzt, Ja, ist wie hätte ich das besser sollen beschreiben? Sorry, ich habe mir das gerade vorgestellt. Ein dunkler Glatzkopf. Ah ja, der Papis. Ja, nein, das ist super. Kann man da nicht sagen. Mama, Also, sicher, das- nein, ich kann nur gerade studieren. Ich habe auch eine gefördert, die dort... Ja, voll, das haben wir so damals... Du hast eine gefördert, wer? Ja, voll, Stella. Stella, Castelli. Ja, voll. Ja, voll. Ja, super. Sie Sie die ist auch mega, mitgemacht? ja, und sie ist auch von Luzern. Ja, und ihre voll. Schwester, ja, voll. Luzern represent. Luzern, Brooke, alles. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eben die Show gehabt, 2018 und dann ist mein Name in der Schweiz ein bisschen grösser geworden.
für die Schweiz. Ich sage immer für die Schweiz. In New York bin ich eines von 1000 Models. Und dann eben, da sind halt Brands drauf angesprungen. Und ich meine, wenn ich einen Job mache, dann mache ich ihn richtig und auch gut, würde ich sagen, würde ich behaupten. Und ja, und jetzt mache ich einen Mix zwischen Modeln, Influencer und habe jetzt vor 6 Monaten noch meine eigene Talentagentur gegründet. Ah, wirklich? Ja, wo ich... Vor 6 Monaten? vor 6 Monaten, ja. Kurzer Applaus für das. Stark. Stark. Also was für Talent können wir dir vorzeigen? Oder wie können wir dort reinkommen? Wir können noch laufen. Wir können noch Ja, laufen. wir müssen das Casting machen. Unseren Walk kannst du nachher bewerten. Nein, es sind keine Models, also nicht nur Models, es sind sicher auch ein paar, aber es ist eigentlich eine nicht segmentierte Agentur von Sänger, also Musiker allgemein, Künstler, Kulinarik, Models, Influencer, eigentlich eben einfach nicht segmentiert. Alle, die einen gewissen Leistungskatalog schon haben oder Talents, die wir neu entdecken, wie euch beide, wo wir pushen, tun wir dann mit Brands in Verbindung setzen und vermitteln. Soll ich connecten einfach? Connecten, ja, weil wir haben so ein grosses, ich mache es mit meinem Businesspartner zusammen, und wir haben so ein grosses Netzwerk halt von den letzten 15 Jahren und es ist eigentlich absehbar gewesen, dass ich mal so etwas machen werde. Ich habe nur nicht gewusst, was genau, aber jetzt, ja. Was haltest du kommst ja von dieser Zeit, wo Influencer nicht so eine Rolle gespielt haben in dieser Branche. Ja. Und jetzt heute mittlerweile, wie du sagst, hat es eine wichtige Rolle. Weil sehr viele gebucht werden, nur wenn sie viele Follower sind. Findest du das gut oder schlecht? Was haltest du von Influencer? Hey, ich finde es hat Vor- und Nachteile. Weißt, früher bist du vielleicht weniger schnell bekannt worden, weil es schwieriger war, um dein Gesicht der Welt zu zeigen. Heute, wenn du Glück hast mit dem Algorithmus, boom, der Manager von Justin Bieber sieht es und bam, bist du drin. Weißt, also, Das viel schneller. Es geht viel schneller. Hey, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, schau, ich nehme es jetzt zu meinem Vorteil. Du musst einfach das Spiel mitspielen. Das ist das Ding. Wenn du dich weigerst, Mit der Zeit gehen, ja. ja, du musst mit der Zeit gehen. Das ist ja bei allem so. Ja, absolut. Ja, wirklich. Und Influencer ist, also an alle, die Influencer sind, ist ein sehr harter Job. Auch wenn alle denken, ja, das ist ja voll easy, aber also, das ist, also ich kenne Leute, die nur influenzen und die sind nonstop dran. Und du, klar, bist du dein eigener Chef, du kannst ein bisschen einteilen, wie und wenn du schaffst und wo. Und klar wirst du viel eingeladen auf Reisen und es ist alles gezahlt. Aber ja, es ist auch ein Druck. Ich meine, die Insights müssen stimmen, sonst buchen sie dich nicht mehr. Du musst dich gleich auch, also du musst ja gleich auch dich gut behalten. Also weißt du, trainieren voll. Und auf dein Äußere schauen. Du kannst auch nicht ungeschminkt im Pyjama. Also kannst du vielleicht schon, aber die meisten machen es nicht, oder? Du musst auch ein bisschen gepflegt rüberkommen. Gibt es Influencer-Beefs? Du, die Huren Beef. Hey, so lustig im Fall wegen Beef. Ich habe im Fall bis vor 5 Jahren... Bruck, du hast immer Ich habe im Fall, nein, bis vor 5 Jahren nicht gewusst, was Beef heißt. Ich habe gemeint, was wollen die alles Fleisch? was wollen die immer alles Fleisch essen? Wie sagen Nein, das heutzutage? Nein, doch, jetzt sagen wir schon Beef. Meinungsverschiedenheit. Nein. Ja, oh mein Gott. Ja. Nein, ja sicher. Also auch Models untereinander. Ich habe in einem Model-Apartment mit 12 Models gelebt. Erzähl eine Story. Ich weiss, ihr Männer lieben das. Wer hast geflattert? Wer? Ich weiss, ihr Männer lieben das, wenn ihr euch vorstellt, ein Model-Apartment mit 12 heißen, schönen Frauen. Gell? Du redest mit 2 verheirateten Männern. Das ist die letzte Vorstellung, Nein, die man aber weißt du, früher. Ich rede von früher natürlich. Sorry, Frauen. Nein, erzähl jetzt den Beef. Der Beef. Ja. Also, ich habe einen Beef. Also, als Model hast du ja noch nicht so viel Geld am Anfang. Ja. Dann gehst du einkaufen und du hast ja einen Kühlschrank für 12 Models. Heisst, jedes Model hat einen Part vom Kühlschrank beschlagnahmt. Und manchmal Gut, das ist ist immer dann leer. halt Ihr esst ja nichts. plötzlich... Wow. Ja gut, Unrecht hast du nicht, aber ja, kommen wir das anderes Thema nachher. Auf jeden Fall, plötzlich ist ein Joghurt weg. Und nochmal ein Joghurt weg. Und dann ist noch ein Eistee weg. Und die 16-jährige Manuela ist dann hässlich geworden. Er hat gesagt, wer hat mein Joghurt genommen? Mann, mein Joghurt ist weg. Dann findest du Giselle Bündner, 3 Franken 45. Ja, nein, und ja, für mein Joghurt habe ich mich schon eingesetzt. Und dann hast du Joghurt auf den Kopf gerührt. Ja, voll. Nice. Ja, so. Das Also das schon ist weg so gewesen. Joghurt-Beef. Ja. Ein Joghurt. Wortwörtlich ein Joghurt-Beef. Das ist wirklich so. Oh, Ja. Butter auch. das Butter ist- ist auch immer weg gewesen. Milch, ich liebe ja Milch. Ja, es ist schon sicher speziell, wenn so viele Frauen in einem Raum sind. Ja, sehr super.
Ja, Vor allem das Badzimmer. Das Nicht. ja, voll Boah. nicht, das höre ich Alles auch voller Haar, Habe ich auch schon gehört. Tampons am rumliegen Ja. und grusig und stinkt und der Spiegel verspritzt und Make-up überall und jeder hat ihr Necessaire irgendwie am Boden und Also wenig das ist, Platz. also du, ihr habt einfach das 12. So, die Agentur sagt, schau, ihr pennt jetzt alle das 12. in der... Also Ist das auch eine Wohnung, wo man kann sagen, das kann man 12. bewohnen? Oder? musst du dir vorstellen, Oder oder ihr müsst euch 15 vorstellen, es ist, sagen wir, eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit einem Zimmer, einem Wohnzimmer und einer Küche. Ist etwa 65 Quadratmeter und sie haben einfach keine Hüttenbett reingestellt. Also wie im Militär eigentlich. Aber jetzt kommt das Crazyste. Jedes Model zahlt 2000 Franken im Monat. Das heisst, What the fuck? kannst du die Rechnung machen. Kannst du die Rechnung machen. Das ist ein Business, Krass, machen wir nicht. Gell? Machst du Vor allem in Lutz, in Ebikon. Ein Model-Apartment. Da wären schon. Ja, da würden wir schon etwa 10 reinbringen. 20 reinbringen, Minke. Oh Krass. Mann. Krass, in dem Fall die Zeit ist eher weniger. Nein, überhaupt nicht. Ich bin 1,5 Jahre drin und ich habe ja jeden Tag mit meiner Mami gefacetimed. Rekordzeit 8 Stunden. Wir haben das einfach aufgestellt, ich habe Sachen gemacht, sie hat Sachen gemacht. Gut, ich war auch noch jung, aber dann hat sie gesagt, Wie alt bist du gewesen? dort bin ich eben 16 gewesen. Mit 16 ist 1,5 Jahre bis 17,5 hast du ungefähr Yep. dort drin gelebt. Genau. Ich kann nicht anders können, weil, weißt, du musst dir vorstellen, wenn du so jung bist, außer du hast reiche Eltern, dann kannst du dir kein schon sehr Zimmer leisten oder... 2K ist schon viel. Ja, und ich meine, für ein Zimmer nachher habe ich, bei einer Frau, habe ich auch 2100 Franken gezahlt. Also da bekommst du ja ein Studio oder so in Zürich, voll. oder? Für 2000. Ist zwar auch nicht viel, aber im Aargau bekommst du eine Hütte, aber ja. Ja. Anyway. Kannst du Aargau Also, mieten? ja, der ganze Aargau. Und dann, ja, auf jeden Fall habe ich dann wie die Option gar nicht gehabt, weil wenn du eine Wohnung willst, mieten, dann musst du wie ein Security Deposit abgeben von irgendwie 3 Monaten oder noch mehr. Und ich kann nicht von meinen Eltern Geld nehmen. Also ich bin aus einer guten Familie, aber so Mittelstand, oder? Ja. Und dann bin ich halt in dem Model-Apartment gewesen, weil die Agentur hat es vorgeschossen. Aha. Aber dann bei jedem Job wieder abgezogen. Ja. Und das ist ja fair enough. Ich meine, Ja, ich habe ein absolut, Dach ja. über dem Kopf gehabt, ich habe in New York gewohnt mit 16. Sie haben mich dort übergebracht, sie haben mir das Visum gemacht. Alles alles okay. kümmern. Ich meine, hey, wer kann schon mit 16 nach New York? Die anderen sind in der Schulbank und haben noch nicht mal... Sie sind der Luzern Pythagoras gewesen. am Ausrechnen und, Ja. und du bist Ja. dort. Ja, Schafft man das ohne eine Agentur eine Nein. Karriere zu starten? nein. Gar Auch heute nicht mit Keine dem Chance. Influencing. Nein, du brauchst eine Agentur at some point, weil die Klienten, Kunden arbeiten nur mit Agenturen zusammen. Also die gehen, ausser du bist irgendwie... Aber wenn du auch so gut aussiehst und noch keine Agentur hast, das ist wie unmöglich, weil es hätte dich eh schon eine Schon, Agentur geholt. Also verstehe ich das falsch? Wenn jetzt irgendein Brand, ich Ja. tue jetzt keinen nennen, Ja. der Brand XY, Ja. sagt, ich möchte 1,80 große Blondine, Ja. könnt ihr denn nicht einfach die Marketingleiter auf Instagram? Zu viel Zeit. Schon, Die machen das Mail, Tag, an die Agentur, wo sie eh einen Vertrag haben. okay, ja, Weißt, gut, die ja, haben Connections auch. Die ja, sagen- sehe ich. Sagen wir, okay, ich habe jetzt eine Agentur. Du willst eine Blondine. Vom Podcast. Ja. Ja. ja, ja. Bitte. Wir haben auch eine Agentur. Was für ein Satz, du willst eine Blondine. Ja, klar. Für Nein. einen Podcast. Ja. Und dann hat es ja noch andere Agenturen als ich. Und Ja. wir haben aber einen Deal. Ah. Weißt du, was ich Ja, meine? ja, verstehe ich. Ja, Du gesehen. hilfst mir, ich helfe dir das nächste Mal. Das heisst, du buchst alle Ja. Models bei mir. Aha. Und dann ist es auch für dich einfacher, weil du musst nicht nachsuchen. Du weißt, bei dem Manu kommst du alles über. Sehe ich. Ich kann immer denken, dass das mit den Agenturen gibt es gar nicht mehr so richtig. Mama, In dem Fall ist Doch, das immer doch. noch... also Influencing-Business ist anders. Model-Business ist immer noch mit Agenturen. Wenn du Ja, gut, willst, ja, ist auch nicht erfolgreich. genau das gleiche Influencer. Die tun ja einfach Ja, so, hey, ciao, ich bin Carla, blablabla, und da, kauf das und das. Was soll Ja. ich? Ja, voll. Okay, ja, Carla. stimmt. Die, Oder wer auch immer, keine Ahnung. also Nadine Vincent, die bei uns war im Podcast, hat erzählt, Wer? Nadine Vincent, oder? Vincent. Vinzenz. Scheiße. Wie heisst ich? Wie heisst ich? Manuela Frey. Super. Bäh. Frei wie geschrieben? Frey, wie Schocki Frey? Super. Wow. Mega, wow, super. Hey, listen now. Proud of you. Listen. Test bestanden. Sie hat mir erzählt, dass sie, wo sie in L.A. gelebt hat, da, sehr viele Probleme gehabt hat mit... sie hat komische Anfragen bekommen von Directors, Regisseuren, Fotograf und so. Fotografen, wo sie, wie kann man sagen, sexistisch angemacht haben. Ja.
Wie ist es in der Modelbranche? Ja, so Ala, ich gebe dir den Job, wenn du Genau. dich revanchierst auf eine physische Art. Das gibt es 100%. Also es ist sicher nicht nur ein Klischee. Ich habe wirklich Glück gehabt. Mir ist es nie passiert. Also vielleicht mal eine kleine Andeutung, aber ich bin eben schon mit 16 habe ich mich gefühlt wie ein 40-Jähriger. Also ich konnte einem wirklich direkt ins Gesicht sagen, nein. Was willst du? Also, Ja, voll. weißt Krass. du? Das ist ja nicht komisch, wo du so jung bist, dass wenn du so Anfragen bekommst. Ja, doch. Also eines muss ich sagen, das war an einem Shooting. Da hat der Fotograf gemeint, ich bin in 25 mit Make-up und alles, gell? Und dann sagt er, kannst du nicht ein bisschen sexy schauen? Du einfach so, als wärst du jetzt vor deinem Freund, hättest gerade duschen und willst mit ihm ins Bett. Und ich so, I don't have a boyfriend. Und er so, what? How old are you? Und ich so, 16. Er so, oh my god, I'm so sorry. Ja, Krass. aber Krass. ja, also weißt du, ich meine, ich habe Freundinnen, denen ist das passiert. Aber es hat immer zwei Seiten, gell? Entweder gehen sie auf das raus, weißt du, Girls, es gibt auch Girls, die das wollen und suchen. Oder die Chance, Chance ist das Wort. Doch, also du kannst schon so nehmen. Das Das Sprungbrett, ja voll. So. Also das habe ich auch erlebt und I don't judge. Not at all. Aber wenn du dann nachher 10 Jahre später sagst, ja, damals, ich hatte das gar nicht wollen. Ja. Also, weißt du. Ja, Aber dann weiß gibt es nicht, das wie es andere, läuft, wo voll nicht fair ist und wo eben dann halt vielleicht mit Gewalt dahinter und das, ja, gut, klar, das ist ist next ein level, ganz- das tut das mir ist mega leid und ja, das ein ist, ganz anderes Thema, ja. das geht gar nicht. Aber ja, es gibt beides. Krass. Du hast vorher angesprochen, der Druck. Mhm. Was mentale Druck, oder was hast du denn für einen mentalen Druck? Der Druck beim Modeln. Ja. Also der Druck beim Influencer ist halt eben, dass die Zahlen stimmen, oder? Wenn du Influencer bist, wenn du aber einen Namen hast, eine Personality bist, dann hast du den Druck weniger, weil du wirst gebucht, weil sie einfach deinen Namen wollen. Mhm. Aber eben beim Modeln der Druck ist halt, du bist selbstständig, oder? Und wenn du nicht schaffst, dann hast du kein Geld. Also jeder Monat ist anders. Es gibt Monate, wo du vielleicht 20'000 Franken machst und denkst, boah, geil, ich hole jetzt Chanel-Tasche, Gucci, was auch immer. Und den nächsten Monat hast du nichts und denkst, Nicht einmal ein Joghurt. nicht einmal ein Joghurt. Ja, Den musst du klauen. Da gibt es wieder Joghurt-Beef. Joghurt-Baby. Krass. Ja. Crazy. Ja, und das ist halt einfach ein Druck. Also es gibt Leute, die den Druck überhaupt nicht haben. Oder eben Girls, die einfach einen Typ haben, der ihnen alles zahlt. Und das ist auch fair enough, wenn sie das wollen. Aber ich bin halt immer... Ich kann immer unabhängig sein. Ich weiß nicht, ich habe das einfach so geboren. Mein Papi hat auch immer gesagt, wenn du mit einem Mann auf ein Date gehst, seit ich 17 bin, sagt er das lustig, nimmst immer das Portemonnaie für. Immer. Und ich so, okay. Und das ist mir so eingerichtet worden. Also ich habe mega viel gezahlt bei Dates und so. Also, First Date zahlst du? Nicht immer, aber ich habe mega viel gezahlt. Ja, voll. Ich würde nie eine Frau zahlen. Gell, Keine keine Chance. Keine Chance. Egal was. Finde ich auch strange, aber... Auch wenn ich die nie mehr würde sehen, weißt du, in dieser Zeit, ich zahle. Das ist Ja, scherzig. aber- krass, okay. Ja, voll. Ja, taffe Frau, hä? Hast Schön. Joghurt-Beef. Ja, Joghurt-Beef. du jetzt, wenn du schon tough YB. wenn du schon tough ansprichst, hast jetzt, wo die ganze Modelindustrie immer diverser wird, Ja. also mit diverser ist schon das richtige Wort, hast du da Existenzängste gehabt? Nein, überhaupt nicht. Nein, also Existenzängste, schau, ich habe immer einen Plan B gehabt. Das ist Lehrerin werden. Wieder zum Herrn Steiner ja. gehen? Hey, das zum Herrn Steiner. Hey, jetzt muss ich. Hey, wow, jetzt sind wir aber richtig konzentriert. Ja, Frei mit Y Steiner. Steiner. Papa, da kommen nur die Sachen geschossen. Wieder zum Herrn Stone gehen. Ja, nein, ja, das wäre mein Plan B gewesen und jetzt habe ich Also den Plan. der ist schon Der ist jetzt sehr begraben, begraben. weil, wegen der Agentur, weil das ist jetzt mein Plan B. Also das ist jetzt so Plan A geworden. Aber ja, nein, ich kann es denen mega gönnen, weil weißt, ich bin viel an Castings gsi, wo ich mega gefragt bin und es hat viele dunkelhäutige Models gehabt oder Plus-Size und die haben no chance gehabt. Die haben auch 4 Stunden an einem Casting gewartet, damit sie nachher 10 Sekunden in den Raum sind und der Designer so gesagt hat, no, thank you, bye. Weißt du, nicht einmal angeschaut. Okay. Oder umdreht, I don't wanna see her. Okay, Sind die, krass. ja gut, hauptsächlich direkt wenigstens dann. Ja. Ja. Oder ein bisschen dankbarer wäre schon schön, aber Ja. wenigstens Ja, weißt sie du sind schon direkt, aber es ist dann so ein bisschen... Schon hart.
Es ist Ja, schon safe- hart. safe Also hart, aber vor allem ich, von ich, Leuten. ich hätte lieber eine direkte Antwort, wenn einer sagt, Amigo, du hast eine fette Nase, zieh Leine. Das sind Frauen, die... Ja, gut, ja, ich meine, das ist... Ja, und bisschen weißt du, ich anders. meine, sie haben wirklich immer nur damals so Girls wie mich gebucht. Also weiss, riesig groß und so dünn. Und ich habe es einfach ein bisschen unfair gefunden, auch politisch gesehen. Ich meine, Ja, ja. Also, ich hab's, ja. musst du auch alle ein bisschen Ja, ja, ja. inkludieren, oder? Egal, Ja, aber- die hätten nur dich sollen buchen. Aber ich Wie habe groß bist du? mittlerweile jetzt Jetzt kannst du alle klonen. Wie groß bist du? 1,83. 1,83? Mengen, ja, riesig. Boah, du bist so groß wie ich, ey. Ja, Mann. Ja, Krass. Yes, yes. Okay. easy. Das ist schwer für dich, einen Mann zu finden, Was? der kleiner ist, ne? Schwer für Wo mich. grösser? Wo kleiner ist, habe ich gerade sagen, das ist so einfach. Ja, sorry. Ja. Hey, Konzentration, Konzentration. Back on, lose, come back, come back. Eigentlich suchst du einen Mann, wo nach deiner Überlegung kleiner ist und das erste Date nicht zahlt. Ja, voll. Oh Mann. Nein, also ich habe nie ein Problem gehabt, kleinere Typen zu daten. Das war Ah, für mich okay. kein Problem gewesen. Nein, ich kann nicht irgendwie. Also gut, mein Freund jetzt ist 1,94, aber Ja, aber er ist grösser. ja, voll. Was macht dir mehr Spaß? Lauf? Also Laufsteg oder so Fotojobs? Fotoshootings. Laufen ist schon. Weißt, wenn du auf einem Laufsteg laufst, fühlst du dich so. Ich kann es nicht beschreiben, aber so ein bisschen wie eine Queen. Es klingt jetzt richtig dumm, aber du fühlst dich so wie eine Präsidentin, wo alle anschauen und du kannst nur nicht winken und lächeln, aber dann würde ich am Schluss am liebsten noch ein bisschen so winken. Nein, das ist schon ein cooles Gefühl und vor allem Shooting sind nämlich von morgen, weiß ich nicht, 7 bis zum Abend um 6 Uhr und du bist immer auf diesen High Heels und Catwalk ist ein bisschen abwechslungsreich. Du kommst an, also klar, für Vorbereitung vorher Castings, nochmal Recall Casting, Fitting, nochmal Fitting und dann Show. Schon Zeit, die du musst einplanen vorher, aber am Showtag selber kommst du 4 Stunden vorher an, machst halt Hair, Make-up, dann machst du mal Rehearsal, also Proben, wie du musst laufen und kannst mit deinen Kolleginnen reden, bist irgendwie 30 Models. Und beim Shooting bist du vielleicht allein oder das zweite, Maximum das 5. Ja. Bist du mal umgekehrt? Hey, nein, zum Glück nicht. Es wäre eigentlich noch cool Ultra gewesen, weil dann wäre ich vielleicht noch mehr aufgefallen, weil all die Models, die umgekehrt sind, haben nachher irgendeine riesige Karriere gehabt. Nein! Ja, nein, aber... Einmal um, gell? Ja, okay, mal um. Weißt du, So voll offensichtlich. einer der Oh. ihr Ja, beide voll. würden dann an den Haken stellen, Joghurt Beef auf dem Catwalk. Ja, voll. Krass. Und was ist das beste Shooting, das du gehabt hast? Oder so das interessanteste, kreativste? Also, wo du kannst... Schau, ich habe mega viele coole Shootings gehabt. Es ist sehr schwierig zu sagen, welches das Beste war, aber das Interessanteste war das mit dem Karl Lagerfeld. Also für Chanel haben wir so einen Film gedreht in Paris und Cara Delevingne war auch dort on Set und sie ist einfach voll betrunken on Set angekommen. Wer? Hey, die ist gekrochen, mit der Flasche in der Hand. Wer? Cara Delevingne, das ist so ein... Ja, ich weiß, ich sehe es im Blick. Das ist ein... Kennst du? ist ein Topmodel, vor allem, sagen wir, vor 7 Jahren mega, weißt du, wie ein Candle gsi, Kendall Jenner. Ja. Sie ist immer noch mega berühmt, aber jetzt sind natürlich die Babys von den Stars mega bekannt. Und die ist voll besoffen gewesen, oder? Hey, die war so besoffen gsi und der Karl nur so, Cara, I told you to not drink anymore. Und dann sie so, yeah, no, you worry. Und das ist mega lustig, vor allem ich war dort 18 gsi. Darfst du gar nicht trinken in den Staaten? Ja, und das ist war aber in in Paris. Aha, Gewesen. okay, Und was ich soll denke einfach so, wow, die ist eigentlich mein Vorbild. So, ich hole mir auch noch eine Flasche. Ich sehe da in jedem Set. Ja. Geil. Ja, nein, oder dann ist auch eine coole Story von dem Shooting. Wir waren irgendwie 10 Models gewesen, und wir sind alle in einem mega schönen Hotel platziert worden, eben 5 Sterne plus und ein riesiges Zimmer, also so wirklich ein Presidential Suite allein. Schon. Und dann, die einen Models, die schon länger im Business waren, die haben alles Sushi aufs Zimmer bestellt. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, ich habe gedacht, ich muss dann selber zahlen, oder? Ich kann lieber Ja. Chobani Joghurt zahlen. Und dann, dann haben die wirklich für 3000 Franken Sushi bestellt. Wow, okay. Für an einem Abend. Und sie so, willst du auch zu uns kommen? Also ich so, nein, ich will nicht mit euch. Nicht, dass es nachher noch heisst, ich muss auch noch 1000 Ja, Stutz voll. zahlen. Ich einfach in meinem Zimmer am Joghurt essen. und dann, und ja, nachher haben sie nachher schlussendlich müssen zahlen.
Weil sie haben gesagt, es geht doch nicht, Ja, ja, 3000 Franken für ein ja. Abendessen. Ja. Also, Sie haben sicher gedacht, ja, das kommt von ja, Ding, kommt das von zahlt- Lagerfelden. Lagerfeld. Ja. Krass. Ja. Was Du hast ist... vor- Ja, erzähl. Du hast vorhin gesagt, die Dame, die alkoholisiert unterwegs ist ein Topmodel. Ja. Bist du ein Topmodel? Oder wenn ich mir ein Topmodel? Wie definierst Schau, du? Wenn in du der das Schweiz, sagst. in der Schweiz sagen sie immer Topmodel, weil ich halt in Amerika war und mega coole Sachen können machen. Aber ich würde sagen, ein Topmodel für mich jetzt ist ein Heidi Klum, ein Giselle Bündchen, ein Naomi Campbell, Wenn du es kennt hast. Cindy Crawford. Ja, nein, ich habe sie schon kennt, aber nicht erkannt. Ja. Kennt, Es ist halt manchmal ein Unterschied auf dem Bild mit Make-up oder ja, Absolut, live ungeschminkt mit einer Perücke. Ja, und dann, also das sind für mich so die Supermodels. Giselle Bündchen ist für mich ein mega Vorbild gewesen, immer. Und Aber ich habe weil sie... will da optisch ähnlich. Also Danke. Das ist ja auch eine blonde, Ja, nein, also blonde natürlich... grosse Dame. Das ist sie, die mit dem Ja. Tom Brady zusammen war, oder? Genau, also Ja. ich habe eigentlich mein US-Visum bekommen dank ihr. Ah. Sie weiß es noch nicht. Besser weiss ich nicht, am Schluss musst du etwas abgeben. Ja, Oder sie schickt sie dann nicht Die alles Agentur, hin. ja, sie versteht ja nicht Schweizerdeutsch. Ich hoffe es nicht. Also gut, ich würde euch wünschen, dass sie euren Podcast sieht. Schön. Mach Sich selber im Push geben. Nein, und ich habe es bekommen, weil sie haben einfach... Ich habe ja am Anfang noch gar keine Fotos gehabt. Für das Visum. Und für in den USA zu arbeiten, musst du beweisen, dass du speziell bist. Und dann haben sie einfach die Covers und all die Arbeit von der Giselle genommen, weil ich ihr wirklich 1:1 ähnlich war. Aha. Dann habe ich sie 3 Wochen bekommen. Mhm. Oh, was? Geil. Ja, voll. Geil. Okay. Ich habe es vorher gefragt, jetzt ist es mir weggegangen. Das war nicht wichtig gewesen. Das Doch, macht- doch, das ist aber so sehr wichtig gewesen. In dem Fall. Lauf nochmal an den Ort zurück, wo du vorher warst. Ja, voll, jetzt weiß ich es. Ja? Was macht dich so speziell? Wieso bucht man dich? Was denkst du, was du ausmachst? Also ich bin sehr pünktlich. Ja, das ist Nein, ich... Also schau, Stell dir vor, das wäre alles, was man braucht. ich kann selber... Wir nie etwas bekommen. Es ist sehr schwierig für mich selber, mich zu loben. Ich mache das nicht so gerne. Aber was Leute mir sagen, das kann ich euch sagen, ist, also ich bin sehr aufgestellt. Ich bin eben immer zuverlässig. Wenn ich einen Job mache, dann mache ich ihn richtig. Egal, ob wir jetzt 3 Stunden länger shooten oder nicht. Ich gehe nicht gut rappeln und nachher sagen, ich schicke euch noch eine Rechnung für 1000 Franken. Ja, ich nehme es ernst, das Business, aber gleich nicht so ernst. Du kannst mit mir lustig haben und nachher nach dem Shoot noch einen Drink nehmen. Weißt, nicht, ich bin nicht so das Model, wo dann sagt, nein, ich muss jetzt schlafen und nein, ich kann nicht essen und oh nein, und nein, Alkohol geht gar nicht. Ja, mit mir kannst du Pferde stellen. Cool, Ja. cool. Ja, ich bin von Nice. Bruck. Hast du die 7 Pferde schon geklaut? Ja, fuck. Alle, die sie Joghurt geklaut haben, voll dabei. Wenn wir als Tierwerbung machen, dann weißt du. Wie sieht so dein Alltag aus? Bist du jeden Tag... Immer anders. Ist der immer anders? Oder? Immer anders, aber immer voll. Ich habe keinen Tag, wo ich nichts mache. Also, Ja, die Leute sagen mir immer, hey, du hast ein mega Flonerleben, oder? Was ist das? Ein Flonerleben. Ja. Willst du meinen Kalender sehen? Kannst du gerne mal mitkommen. Das Geilste war, die Schweizer Illustrierte hat mir damals gesagt, also so 2 Redakteure, Journalisten, hey Manu, wir kommen gerne mal mit dir eine Woche mit. Wir wollen mal schauen, wie so das Modelleben ist. Und sie haben sich so gefreut darauf, sie haben gedacht, sie können jetzt einfach in Paris ein bisschen chillen. Okay. Nach 2 Tagen haben sie gesagt, wir müssen einen Tag aussetzen, wir mögen nicht mehr. Hey, vom Morgen am 4 Uhr, das erste Hair, Make-up und Show, Ja. bis am Morgen um 2 Uhr durch. Ich habe 2 Stunden immer nur geschlafen. Sie sind tot gewesen. Sie haben gesagt, sorry, hey, es tut uns so leid, dass wir das Modelleben so unterschätzt haben. Klar, wenn du nicht gebucht bist, dann hast du natürlich nicht so viel zu tun. Aber dann machst du nicht, aber dann drehst du durch, weil dann fährst du anfangen, dann ist es ein Kopf... Hast du dann einen mentalen Druck so? Genau, weil dann denkst du, bin ich nicht gut, bin ich dick, sehe ich nicht gut aus, muss ich meine Haare ändern, muss ich... weiss ich auch nicht was, aber dann fährst du einfach mega bei dir an zu zweifeln und das ist dann eben wieder gefährlich. Ja, Okay. okay. Ja, verstehe ich. Früher ist ja, glaube ich weiß nicht, ob es jetzt noch aktuell ist, früher ist ja Magersucht und so sehr Ja. bei den Models. Ja, ist immer noch. Sehr ein grosses Problem. Wie ist es Ja. jetzt? Also immer noch Es ist besser, eben, weil sie es halt aufgemacht haben mit dem ganzen Diversity. Also es ist schon, Aha. es hat mega etwas Gutes, dass das Ganze, wo sie sich eingesetzt haben für die Fashion-Branche, dass eben nicht nur noch so dünne Ja. Skelett auf dem Catwalk findest. Und es ist mir natürlich auch mehr zu gut gekommen. Ich meine, ich
ich liebe Essen und ich kann, nein, wer eigentlich nicht, ich liebe meine Joghurt. Nein, aber es klingt vielleicht für euch komisch, weil für euch ist es normal, schnell ein Burger, dann dort wieder ein Dürüm und so immer. Absolut nicht, aber... Wenn man sieht fett aus. Ja, voll. Nein, aber die sind jung, sie haben eine gute Verbrennung. Ja, aber es war im Fall schon hart gewesen. Also ich meine, klar, ich war dort jünger gewesen und ich hast die 2 Tage Wassermelone gegessen und hast wieder 5 Kilo weniger gehabt. Aber du wirst zur Frau, du bist älter, du musst... Es wird immer schwieriger, oder? Und ich meine, jetzt das Gewicht, das ist mein Naturgewicht, das kann ich locker halten. Aber ich bin 15 Kilo leichter für Catwalks und das ist halt schon... Das machst du nicht mehr? Nein, mach ich nicht mehr. Also Catwalks hier in der Schweiz und mal in Deutschland easy, aber Chanel, Dior, Gucci, Dolce Gabbana mache ich nicht mehr, nein. Also aus dem Grund, oder? Also das Alter natürlich, wobei eben, sie haben... Begrenzt, oder? Ja, schau, das Ding ist... Sie sagen schon, du kannst bis 72 modeln, aber auf dem Catwalk ist dann halt schon eher die Jüngeren oder die Stars. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, ich bin so in between. Ja. Ich meine, es gibt so viele Models in New York. Allein hat es nicht 20'000 Models. Also, und irgendwie 2'000 arbeiten von denen. Die anderen... Sind einfach ready, falls etwas wäre. Ja, ready to rumble. Nein, die hocken rum und sind irgendwie am Hustlen. Krass. Ja. Manuela, du hast deinen Traum vom Modelleben können leben. Ja. In New York und auch hier in der Schweiz. Was träumt Manuela noch? Was wird sie noch erreichen? Also mein grösster Traum war eben, heute hier zu hocken. Ja! Stark. Sag schnell, welcher Podcast ist der beste Podcast? Im weiss den Namen nicht. Lucine, doch. Warte, schau da, jeden Tag lustig. Lustig. Nein, ich kenne eure Namen, aber nicht den Podcast. Okay, ist schon gut, mach nicht. Das ist okay. Zum 50. Ja. Mal. Mit dem kann man Das leben. Wichtigste ist, dass ich euch kenne jetzt. Ich kenne ja auch nicht den Namen von meiner Agentur, oder? Sicher? Ja. Randy? Okay, wow. Sag mal, Randy. Randy? Schau, noch schneiden wir rein, wenn ich einfach den Namen sage von der Agentur. Ja, voll. Ich glaube, wir schneiden das Randy? Randy. Creative Talent Management. Boah! Hä? Randy Creative Talent Management, so Stimmt's, gut. oder? Nein. Ah, scheiße. Creative Talent Management bin ich gesigned. Das ist in New York's Management. Aber hey, fast. Das heißt just M&R. Ah, du hast aber nicht auf deiner Homepage, auf deiner Insta-Seite. Ja. Aber R für Randy, oder? Ungefähr so, ich bin auch meine. Hey, ich habe übrigens ein Tattoo für dich. L. Yeah! Habe ich vorhin noch alles gesagt? Darf man als Model Tattoos Ja, machen? ich habe auch noch ein R für dich. Schau da. Das ist extra für dich. Boah! Und das B ist Hast du das L, U, Z, D, Y überall? Alle Buchstaben, Y? oder? Nein, habe ich nicht. Schade. Ja, du darfst Tattoos haben. Tun sie auch abdecken, oder? Ja, ab und zu, aber manchmal lernen sie es auch. Aber sicher mit Photoshop 2 Klicks. Bam. Ja. Und Ja. mit AI heutzutage sagst du alle Tattoos weg, boom, in 2 Sekunden ist alles weg. Für was braucht es denn Models? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es noch lange Models braucht. Darum hast du das zweite Ja. Standbein jetzt noch montiert. Ja, genau. Ja, taktisch clever, ja, sehe. Voll. Denkst du, wird KI alles übernehmen, dass man gar kein Modus Alles, braucht? ich weiß nicht, ich habe keine Glaskugel, aber es ist schon einiges. Ich meine, heutzutage machen sie schon mega viele Kampagnen mit AI. Schon, Ja. okay. Ja, das ist aber ist gut, dass du schon weiter denkst und Ja, sehe. schon am Reagieren bist mit deinem Talent School, weißt du? Du kommst jetzt nicht in eine Talent School, du. Scheiße, Mann. Nein, Talent Ja, Agency, ja, Agentur. ja, Alles gut. Talent Alles gut. Agency, ja. Alles gut, alles gut. Ich habe etwas nämlich noch Wunder. Mhm. Du bist ja in so einem. Wie nennt man das? Wie nennt man die Switzerland Next Topmodel? Wie nennt man das? Schönheitswettbewerb? Kann man das Schönheitswettbewerb sagen? Ja, Modelwettbewerb, ja. Ja. Voll. Ich habe gerade jetzt gelesen, dass Miss USA hat ihr einen Titel abgegeben Mhm. von so einem Schönheitswettbewerb Mhm. wegen Objektifizierung und Okay. diesen Themen. Mhm. Siehst du die Kritikpunkte? Ja, Miss ist nochmal ein bisschen anders als Model, weil Miss musst du halt an jede Veranstaltung, du musst so ein bisschen wie eine Prinzessin, weiß ich auch nicht. Ich kann es schon verstehen, also weißt du, ich meine, vielleicht hat sie einfach nicht gewusst, was sie da erwartet und es ist alles zu viel geworden. Ich habe auch Models, die
nach 2 Monaten sagen, hey, was ist das für ein komisches Business, Mann? I'm out. Es kommt ein bisschen halt auf Personality drauf an, ob du gemacht bist für das oder nicht. Ich verstehe es schon, dass sie vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat. Ja, ja. Vor allem USA ist riesig, gell? Ja, das ist ein riesiges Ding. Ja. Ja, So. ganz anders, wenn es 350 Millionen Ja. und so, das ist, kannst du nicht vergleichen mit uns. Hast du vorher eigentlich gesagt, was deine was deine Ziele sind? Also du hast mir dann eben erfüllt. Ja, Heute- das hat sie aber vorhin nicht. Aber jetzt ist mir gar nicht so gesagt, wegen lustig. Meine- Danke, dass meine- wir dir das bitte. erfüllt haben. Sehr gerne. Danke dir. Dreamless jetzt. Ja, Dreamless. Nein, ich lebe ja schon meinen Traum eigentlich. Für mich war einfach immer ein Traum gewesen, mal können selber ein bisschen bestimmen, wie so mein Alltag aussieht, Mhm. mein Leben jobmäßig. Nicht in dem System sein, oder? Wie mein Bruder immer sagt. Das System. Teufelskreis. Der Teufelskreis, genau. Und vor allem, mein Bruder sagt immer, ich will nicht leben zum Arbeiten, ich will arbeiten zum Leben. Oder das ist noch Absolut. eine gute Einstellung, ja. Auf jeden Fall, das ist eigentlich schon mein grösster Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Aber natürlich würde ich mein Baby gerne, also jetzt meine Talentagentur, international machen. Also Okay. sicher Schweiz-Deutschland mal. Aber Step by Step, kein Stress. Lieber langsam, aber richtig. Haben sich das schon ein paar Talente angemeldet? Ja, Sind schon nein, sehr also gut? wir Du haben kannst sicher vielleicht schon erzählen. 20 Talente. Schon. Also weißt du, zum Beispiel ein Yannick Zamboni, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat bei der Heidi Klum Making the Cut in Amerika gewonnen, die TV-Show. Okay. Ist auch bei GNTM dabei, ist ein guter Freund von mir, ist ein Designer, dem gehört Maison Blanche und er ist auch, setzt sich mega für Diversity, Inclusion und für das ganze nachhaltige Produktion von der Kleider ein. Mhm. Er ist vegan, bla bla bla. Wir haben eine Pop-Art-Künstlerin, die heißt Ona Sadkowski. Wir haben Sänger, wir haben auch schon Models, die sind erst 15, die muss ich noch ein bisschen beschützen. Also einfach älter werden lassen. Älter werden lassen. Wir haben 2 Beachvolleyballerinnen, die jetzt gerade sich für Olympia qualifizieren. Und Also, so und- an. Was ist denn ein Vorteil, wenn man bei euch angemeldet wegen dem Netzwerk? Wegen dem Netzwerk, ja, voll. Und Also wie wir kann haben man bei euch die das- USB ist Wie kann man sich anmelden bei euch? Nein, wie kann man dich überzeugen? Das ist doch vielleicht wichtig. Ja, voll. ja überzeugen. Schau, also entweder, also bei mir, wenn ich mit jemandem arbeite, egal ob es jetzt ein Star ist, aber wenn es persönlich nicht matcht, dann werde ich mit dieser Person gar nicht zusammenarbeiten, weil ich habe nachher die Arbeit oder das Management, wenn du einem Talent sagst, am 5 Uhr musst du dort sein und du hörst einfach nichts mehr, 2-3 Tage vorher und du bist schon so, das will ich nicht. Also Ja, ich will ja. einfach wirklich auf Vertrauensbasis, ich mache einfach keinen Vertrag mit meinem Management. Oh, mutig. Ja. Ausser Das sie ist haben schon einen gut. Vertrag mit einem Brand, dann braucht es einen. Aber, Ja, ja. aber sonst einfach Vertrauensbasis. Weil ich habe es selber erlebt, wenn du aus dem Vertrag willst, dann kommst du raus. Immer. Und Es ist einfach, es ist einfach so. Ist auch teuer nachher. eben, voll, wie eine Hochzeit. Und dann, also eben genau das. Und ich finde einfach, wenn du es gut hast mit einer Person, dann ist alles einfacher. Also Okay. das Schaffen, absolut, oder? absolut, Und ja. darum, das ist ein grosser Punkt. Wenn ich merke, menschlich klappt das, also stimmt es nicht, dann nehme ich sie gar nicht auf. Schon, ja. Und natürlich würde ich gerne Leute aufnehmen, die bereits schon einen Namen haben. Mhm. Aber also die kenne ich meistens auch schon halt vom Ja, Business. Und kennt sich ein bisschen die Szene. genau, und das Coole ist eben, da ich auch in dem Business selber bin und nicht irgendein Manager bin, der Aha. jetzt einfach entschieden hat, eine Talentagentur aufzumachen, sie vertrauen mir, Ja, das oder? ist die Erfahrung, Und, ja. ja, voll, genau. Wären ihr interessiert, einen Podcast aufzunehmen? Nein, Ja, also, sicher, schicken wir alle zu euch. Ja, eben, das hast du ja gesagt, das Ja. funktioniert ja schon Es zwischen uns, funktioniert super. Oder? Also, siehst du. Holen wir auch noch ein paar Brands. Ich schaue gerade. Nachher der nächste Wir kommt. lassen dich einfach nicht gehen, bis Ja, bis mindestens voll, bis 4 wir- Oh mein Gott. Termine Ah, Nein, nein, Vertrag macht es ja nicht. Mündlich, dass du einfach mündlich sagst, dann kannst du es mündlich sagen. Oh mein Gott. Mega Ei, 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 Jungs. geil, mega geil. Nice. Und so der. Hast du das Gefühl, dass Modelbusiness, der Modelalltag, hat dich gross verändert? Persönlich? Bei mir jetzt oder bei dir. allgemein? Aha. Bei mir? Ja, ja, Es ist klar. schwierig von anderen reden, von dir selber. Ja, von mir selber, ja klar. Also in New York hast du jeden Tag Castings gehabt, weil es ist halt auch die Stadt vom Modelleben und Schauspiel und was auch immer. Da gehe ich nicht an Castings, weil es ist halt die Schweiz, da hat es immer Direct Bookings, meine Globus, PKZ, Jelmoli, all die Sachen. Die kennen sich, ja. Ja, die kennen mich ja und die wissen ja, wie ich aussehe und dann tun sie mich auch noch auf ein Fitting, also auf eine Kleiderabprobe
schnell vorbeikommen lassen und dann ist das eigentlich auch mit gut. Mhm. Ja, gut, easy, ja. Was ist der beste Weg heutzutage zum Model werden? Wie können, wenn jetzt eine junge Dame oder ein junger Herr oder eine junge Person dazu lassen, die sagt, ich möchte auch, wie Manuela, ich möchte auch Was Model muss ich werden? machen? Was muss ich machen? Also ich arbeite mega eng mit Elite zusammen. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich ich bin dankbar, dass ich dort mitmachen durfte. Darum, wenn mich jemand anschreibt und ich habe das Gefühl, die Person hat das Zeug dazu, dann hole ich schnell das Okay von Elite. Und dann mache ich quasi Mutteragentur und tue sie dann mit Elite platzieren weltweit. Okay. Wir haben jetzt auch so einen Deal. Und was musst du machen heutzutage zum Model sein? Also das Problem ist, es ist so recht unklar, ob du Chancen haben oder nicht. Auch wenn du denkst, die Person könnte Chancen haben, weil das Business ist unpredictable. Also du kannst es nicht voraussagen. Ob jemand wie früher hast du sagen, ja, die wird es schaffen. Heute, was ist morgen? Weißt du, so, Ja. morgen wenn es alles 1,50 groß sind, ich weiss doch auch nicht. Ja. Du weißt nie. Darum, ich würde auch nie jemandem etwas versprechen. Mir ist so viele Sachen, es ist mir versprochen worden. Am Anfang glaubst du es mit 16 und wenn es nicht wahr wird, dann bist du traurig, brüllst und ich würde nichts versprechen. Würdest, wenn du in Zukunft so wie du Kinder willst haben, dir wünschen, dass dein Kind, also ob Sohn oder Mädchen, auch ein Model wird werden? Das fragen mich mega viel. Es kommt ein bisschen darauf an. Also eigentlich lieber nicht, weil ich kenne jetzt die Insights. Und es kommt darauf an, wie meine Tochter oder mein Sohn, was für eine Persönlichkeit sie oder er hat. Weil du musst schon stark sein, sonst nimmt das Business dich auseinander. Schon. Und dann landest du vielleicht wirklich auch in einer Klinik oder bist voll... Sind viele Models so drogensüchtig oder alkoholaffin oder was, wenn du sagst, in einer Klinik? Ja, also weißt, ich meine, die ganze Welt, du kannst eben im Bruck umeinander laufen und schaust im Neumarkt und denkst so, wow, das ist jetzt gerade wieder ein Deal gewesen. Weißt du, es läuft doch überall. Es ist nicht nur im Model-Business, es ist auch als, weiss ich auch nicht, Verkäufer von einem Supermarkt. Aber ja, klar, es wird einem sicher mehr einfach gratis vor die Nase hergelegt. Schon, Ja. oft erlebt. Boah, krass. Ja, aber und da ich halt immer die Jüngste bin im Model-Apartment, habe ich das alles beobachtet und Finger davon gelassen, weil ich eben Angst hatte, dann auch so abzustürzen wie die Girls. Nice. Gut. Ich habe eine ganz tiefgründige Frage zum Schluss. Ja. Sind Models dumm? Was hast du das Gefühl? Ich frage dich jetzt zurück. Hast du das Gefühl, ich bin dumm? Hey, schön, habt ihr eingeschaltet. Es ist voll angenehm, dass wir da sind. Gibt es auch noch so... Nein, Joke zum Schluss. Das ist... Gib Antwort jetzt. Nein, ich kann nur sagen, es ist ein angenehmes Gespräch, das kann man absolut so sagen. Und ich würde dich jetzt definitiv nie als dumm einstufen. Absolut. Das freut mich natürlich sehr. Aber um deine Frage noch beantworten, das ist ja ein Klischee eigentlich wie bei Fußballern. Und ich kenne viele Fußballer jetzt durch meinen Freund und also, weißt, sicher gibt es ein paar, die jetzt nicht alle Schulen gemacht haben wegen dem Job, oder? Weil sie schon so früh angefangen haben. Aber dumm, ich kenne dümmere Leute, die einen anständigen Job haben. Die schulische Bildung ist vielleicht nicht mehr so intensiv ausprägt. Das kann man vielleicht so sagen. Voll. Aber man kann ja auch so viele Fakten wissen, was so rechnen können und so, aber es ist ein dummes Sich im Leben. Weißt, Nein, also ich würde auch sagen, ich bin sehr clever. Ich bin vielleicht nicht die Geschichte und die studiert ist, aber clever. Ja. Meine Mama hat immer gesagt, wenn du arm bist, dann musst du schlau sein. Meine Großmutter hat immer gesagt, dumm ist nur, wer keine Ausrede hat. Siehst du? Darum ist immer deine Ausrede. Ja. So, was denkst du als Schlusswort an unsere Zuschauer? Kannst du etwas wenden, etwas sagen, so als Schlusswort? Hey zusammen! Ich bin Manuela Frey. Nein, es ist mega schön mit euch und ich werde ab jetzt jeden Podcast von euch hören und schauen. Nur 90% gelungen. Yes, baby! Ja! Das war es wieder! Es ist wieder Time für Lustig! Hier, yes, baby, here das war's mit Manuela! Thank you von New York bis Bruck, von Schweiz, Zürich, überall! Ciao! Ciao, Raga!
Talk It Like Loose D.